Jetzt möchte ich euch eine Topfgeschichte erzählen aus der Schweiz. Jetzt haben wir eine aus Deutschland, eine aus einem südlichen Land, von Italien oder Spanien. Und die ist in der Nähe von Thun, im Eriz, ist die passiert. Und zwar heisst die Geschichte Hans-Jakobeli Kuhschwanz. Ob ihr es glaubt oder nicht, ein Hans-Jakobeli Kuhschwanz ist im Eriz in einer Alphütte gewohnt mit einer Frau. Und die Frau war ein bisschen böse mit ihm. Er musste arbeiten. Und er konnte machen, was er wollte. Jeden Tag hat sie gesagt, nein, Hans-Jakobeli Kuhschwanz, morgen machst du mir noch mehr. Und er musste heuen und er musste Kühe pflegen und er musste Schafe hüten und er musste das Werkzeug flicken und einfach ein Zeug. Und langsam ist sie fast ein bisschen zu blöd geworden. Und einmal ist es so, und dann hat sie ihm noch wenig zu essen gegeben. Dann ist jetzt nur ein Brotraufchen gegeben oder ein Käseraufchen. Und einmal am Tag ist er so kaputt gewesen, er ist ins Bett gelegen und gerade eingeschlafen. Kaum war er eingeschlafen, hat er einen Traum gehabt. Er hat einen Nebel gesehen und er hat einen Hang gesehen und die Hang hat ihm gewunken und hat gesagt, Hans-Jakobeli Kuhschwanz, du musst auf Thun auf der Brücke, dort findest du dein Glück. Ui, jetzt ist er gerade verwacht, hat die Frau ein bisschen angeputscht und hat gesagt, du, jetzt habe ich einen Traum gehabt. Ich habe geträumt, zu Thun auf der Brücke finde ich mein Glück. Dann hat die gesagt, Träume sind Schäume, jetzt hat er Latz und sonst musst du morgen noch viel mehr arbeiten. Und sie hat ihm noch viel mehr zu arbeiten gegeben. Und am Abend ist er noch müder ins Bett und gerade eingeschlafen. Kaum eingeschlafen, ist wieder der Nebel gekommen, hat er wieder die Hand gesehen und es hat wieder gesagt, Hans-Jakobeli Kuhschwanz, zu Thun auf der Brücke, dort findest du dein Glück. Zu Thun auf der Brücke, dort findest du dein Glück. Und er ist gerade wieder im Bett gehockt, hat sich geschüttelt und gesagt, du lass, jetzt habe ich schon wieder geträumt, zu Thun auf der Brücke, finde ich mein Glück. Und sie ist noch verrückter geworden und hat ihm gerade einen kleinen Schub gegeben, ist gerade neben dem Bett runtergefallen. Und er gedacht, wenn der Traum wiederkommt, sage ich dir nichts mehr. Und am nächsten Nacht, ob ihr es glaubt oder nicht, ist das wieder passiert. Kaum eingeschlafen, ist so ein Nebel gekommen und ein Hang. Und es hat wieder eine Stimme gesagt, Hans-Jakobeli Kuhschwanz, zu Thun auf der Brücke, dort findest du dein Glück. Zu Thun auf der Brücke, dort findest du dein Glück. Und jetzt ist er ganz leise aufgestanden, als die Frau nichts gehört hat ein Brotraufchen genommen und ein Käseraufchen und nachher ist er gesprungen. Und genau ab 6 Uhr ist er zu Thun auf der Brücke gestanden. Und er war noch nie dort, er hat vorne runtergeschaut und hat gesehen, dass das Wasser so reinläuft. Und von hinten hat er sich umgedreht und hat gesehen, dass das Wasser so reinläuft. Und er hat gestaunt. Und es sind da so Herren mit Hüten und schwarzen Kitteln und so mit Mappen um den Arm rumgelaufen. Und noch ein Damen auch mit so schönen Frauenhüten und wunderbaren Kleidern. Und er ist gestanden und hat geschaut. Aber es ist nichts passiert. Er hat nicht gewusst, warum. Er hat er einfach ein bisschen an seinem Brot draufgekatscht und ein bisschen am Käse draufgekatscht. Und da kommt plötzlich ein Hirt mit ein paar Geissen. Der bleibt vor ihm stehen und sagt, so, bestellt und nicht abgeholt. Ich gehe jetzt mit den Geissen auf die Alp. Und er ist auf die Alp und der Hans-Jakobeli Kuhschwanz ist gern blöder da gestanden und hat gedacht, jetzt kann ich doch nicht heissen Schlagzeilen wieder raus und dann muss ich morgen wieder arbeiten. Was mache ich jetzt? Und am Abend, um 5 Uhr, kommt doch der Hirt wieder mit in viele Geissen. Und das hat wieder, gern noch da, nicht abgeholt. Dann hat er gesagt, wow, aber weisst du, mir hat es darum geträumt. Da sagt der Hirt, ja, ganz etwas verrückt, das musst du dir jetzt erzählen. Stell dir vor, ich habe letzte Nacht geträumt, es gäbe Hans-Jakobeli Kuhschwanz im Eriz und der könnte auf Thun kommen, auf die Brücke, weil ich ihm das sagen muss, aber ich habe ja keine solchen angetroffen und so etwas Blödes gibt es ja gar nicht.
Und dann hat er gesagt, was hättest du ihm sagen sollen? Und er sagt, ja, ich hätte sagen, er soll im Kochherd, den sie haben, so einen alten, soll daneben anfangen grübeln und rausgraben. Und dort oben sind ein Topf mit Geld. Ui, jetzt ist der Hans-Jakobeli wie von der Tarantel gestochen, heimgesprungen. Er hat natürlich nicht gesagt, dass er so heisst. Er ist heimgesprungen. Nach dem 12 war er daheim. Dann hat er in der Küche, hinter dem Herd, angefangen umzugraben und hat dort angefangen graben. Und plötzlich findet er etwas und nimmt es raus und füllen und schaut es an. Und es ist ein Topf. Und da drinnen sind ganz viele Goldstücke. Und jetzt ist er leise ins Schlafzimmer, ist aufs Bettrand gehöckelt, hat die Frau gebufft und die hat nicht reagiert. Dann hat er auch Birnen und Ohren, hat er den Topf hergehabt und hat er so Geld fallen. Und da ist sie ganz schnell verwacht. Und er hat gesagt, ui, was hast denn du da? Dann hat er gesagt, stell dir vor, ich habe unter dem Kochherd, dem Alten, habe ich einen ganzen Topf voll Goldmünzen gefunden. Und jetzt sind wir reich. Ja, und jetzt hat die eine Freude gehabt. Und dann hat der Hans-Jakobeli gesagt, komm, morgen gehen wir gerade auf Thun runter. Oder es war ein bisschen ausserhalb von Thun, wir wissen nicht so genau wo. Und dann haben sie dort gerade ein wunderschönes Haus gekauft. Und mit einem Garten und dann hat er Kleider gekauft und alles wunderbar. Und dort haben sie gelebt und es war wunderbar. Und dann hat er aber gefunden, wenn er jetzt schon dort ist und sie so viel Geld haben, er hat einfach einen Wunsch. Und der ist er zum Gemeindepräsi von dieser Ortschaft, hat den Topf dabei gehabt und hat gesagt, ich würde also eine Stiftung machen, oder etwas spenden. Ihr könnt eine Kirchenglocke kaufen davon oder was hättet ihr sonst nötig. Aber ich spende das nur, wenn ich einen anderen Namen bekomme. Ich will einfach nicht mehr Hans-Jakobeli Kuhschwanz heissen. Das passt jetzt einfach nicht, wenn wir so ein bisschen noble Leute geworden sind. Und er hat der Bürgermeister natürlich gesagt, dass der Gemeindepräsident ja natürlich selbstverständlich können wir das ändern, weil er hat nämlich das Geld wollen. Und dann ist die neue Kirchenglocke machen davon. Und ab dann sind die ganz glücklich gewesen. Und er hat sich noch aussöhnen mit seiner Frau. Die ist nämlich, weil sie jetzt ausgehört ist, sie ganz lieb mit ihm. Und hat ihn nicht mehr umgehetzt. Er durfte schaffen, was er wollte, so viel wie er wollte. Und jetzt ist es eben so, man weiss nicht, wie er jetzt heisst. Ob der Meier, Müller, Segesser, Roth, wir weiss es nicht, wie er heisst. Aber vielleicht, er hat nämlich nicht alles Geld brauchen. Jetzt könnte es ja sein, als jemand von euch, der da ist, mit dem verwandt ist und der Rest noch reichen kann. Also wenn ihr herausfindet, wie der Hans-Jakobeli Kuhschwanz nachher geheissen hat, und wenn ihr die Ortschaft herausfindet, könnt ihr vielleicht noch etwas erben. Das wünsche ich euch.